Zu der Gewöhnlichste von der Vorzeit hört schon damals gehört, dass manche Staaten für dem Comedy und dem Spektakel an Deutschland geflüchtet sind. Das hat Tageblatt den 29. August 1936 geschrieben. 50 Jahre später war in einem kurzen, lakonischen Bericht zu lesen, dass die Polizei over so viele Wochen an eine Klepperei zwischen den ausländischen Vorraten und Lützeburger müssen angreifen. Anscheinend auch längst ein Teil vom algerischen Folklore, genau wie Überfälle am Städter Park, an Abrich während der Fauer Lamperberg. Der 4. September stund eng weiter, allerdings mehr eng Scheintradition im Programm. Visit von der Wesekanner op der Schulbefahrer. Themenkanner kommen aus dem ganzen Land an Staat gereist. Die Elisabetherinnen an Schwestern von der Doktrin Chrétienne haben Kanner eng echtischen Etappe Rote Pötz gemacht, wo die Konfiserie François Bertoin in Seesigkeiten noch freiert wird. Es war der Pierre Bertoin, der 50 Meter mehr weit in der Großgasse Fotosgeschäft hat, den diese philanthropische Gest für Sängerfamilie am Bild festgehalten wird. Für drin haben Lützeburger Zeitungen einen Spendenaufruf gemacht und daran erinnert, dass der spanische Bürgerkrieg a knapp einem Monat 60.000 Wesekananer los hat. Sie haben und die Nationalsolidarität von der Lützeburger appelliert und gehofft, dass so etwas nicht bei Eis 4 käme. EW die Solidarität zu beweisen, wir Wesekanner heben bei Gelegenheit vom Vorbesuch zu unterstützen. Im kleinen Luxemburger Land aber hat der Vorstand des Luxemburger Waisenkinderwerkes seine letzten Vorbereitungen getroffen, um die kleinen Enterbten der Heimat auf einen Tag ihr großes und heimliches Leid vergessen zu lassen. Am Freitag, den 4. September 1936, wird, allen Krisennöten zum Trotz, das große Schobermessfest der Luxemburger Waisenkinder, das 17. seit dem Gründungsjahr 1919, nach alter Tradition mit dem herkömmlichen Glanz gefeiert werden. Rund 420 Kanner sie gegen 2 Uhr mittags auf der Vor angetroffen, und für die erste Kehr waren auch Themen von Izig und Greve Macher mit dabei. Wenn noch das Jahr die großherzogliche Familie nicht erschienen war, so haben aber Persönlichkeiten wie der Sigi von Lützeburg, der Stadtbürgermeister Gaston Diederich und der Schäferrot Kanner empfangen. Das Spieler sind wahrscheinlich die allerersten, die je zu Lützeburg farbig gedrängt wurden von Pierre Bertoin als einem langjährigen Maderbichter Alfred Heinen hinter der Kamera. Das Waisenkinderwerk hat sich mit seinen Gönnern und Spendern selbst übertroffen. Nicht nur was die Organisation anging, sondern auch was die Bescherung betrifft. Und so war dann auch die Freude und der Jubel dieser sonst so vergessenen Kinder demnach. Das muss man einfach gesehen haben, sonst weiß man nicht, was reine Kinderfreude und Kindeslust ist. Was dieses Jahr an freudigem Kinderlachen über das Messefeld klang, das muss man miterlebt haben. Neben den traditionellen Karussellen wird Fauer sich immer mehr motorisiert. Mit nicht mehr wie 3 Autobunnen, wie ein Journalist am Lützeburger Woche bemerkt wird. Ganz neu war das 1936 allerdings nicht mehr, wie das Spieler von den Viergängern von einem heutigen Knubauto noch der Fauer von 1929 beweisen. Sie gestatten heitere Kollisionen mit den Mitfahrern. Wer als junger Mann zum Beispiel zu scheu ist, mit einem schönen Kind im Freien anzubandeln, der hat hier eine treffliche Gelegenheit. Er rammt sie wiederholt auf der Autobahn an, einmal von rechts, einmal von links, einmal von vorn, und sie wird schon merken, was los ist. Neben den gewinnten Manegen und Attraktionen gab es davor aber auch die sogenannte Varieté Dancing. 1929 hatte so das Sos und Tanzabend am Moulin Rouge. 1936 gouf et de Varieté am Rio an am Alcazar. Ob 1929, 1936 oder haut,
am Fong bleibt Fauer immer dynamisch. Dass der Begriff allmodisch ganz relativ ist, beweist das Entdeckung von einem Fauer-Reporter 1936. Nun habe ich zu meinem Privatvergnügen etwas entdeckt, das gar nicht neumodisch ist, sondern trotz seiner bescheidenen Motorisierung reichlich altmodisch, nämlich ein richtiges Pferdeschießspiel von anno dazumal. Mit Rappen, Schimmeln, Fuchsstuten, die bald in rassigem Galopp, bald in stolzem Trab in Holz erstarrt sind. Besonders gesteuert hat ihn auch schon Demos de Kamel. Der penetrante, traditionelle Schobermessgeruch, Mischung zwischen Fett und Öl, verträgt auch den Zuschuss von Benzin recht gut. Aber die Lautsprecher, ein Mann, der weit in der Welt herumgekommen ist, in Wüsteneien und Städten der Menschen, sagte mir dieser Tage, er habe keinen Rummelplatz erlebt, auf dem die Lautsprecher sich so toll gebärden würden wie auf unserer Schobermesse. Die kleinste Bude hat ihren Lautsprecher und das Ergebnis, man versteht keinen mehr. Für die Kanner aber war der Clou vom Tag ein Besuch beim Zirkus Busch, den sie innerste Klasse mit seinen Attraktionen durch eine große Wasserpantomime niedergelassen hat. Was es aber heute, Gott sei Dank, nicht mehr auf der Fauer beim Zirkus gibt, sind die sogenannten Völkerschauen, an denen, wie 1929 und 1936, neben den Willen afrikanische Männer, Frauen und Kanner ausgestellt wurden, von denen die meisten hier nie mehr gesehen haben. Im Negerdorf auf der Schobermesse herrschte am Sonntagmorgen eitel Freude, in dem die Geburt eines kleinen Negerleins festlich begangen wurde. Ein Gastmahl, wobei nach den Vorschriften Mohammeds ein Lamm den Hauptschmaus bildete, versammelte das ganze Negerdorf, insgesamt 52 Männlein und Weiblein, um die glückliche Familie. Kanner kruten auf viele Ständen Süßigkeiten. Der Plat de Resistance wird allerdings beim Frittemoni Josie Gomez. Domat war es aber noch nicht arrivé. Bis fast 7 Uhr abends dauerte die Freude, die ihren Höhepunkt erreichte, als Riesenpudel und Köter aller Art in Ärmchen gelegt wurden, die sie kaum umspannen konnten. Neben den Süßigkeiten war für Spielzeuge, Puppen, Bälle und so weiter aufs Weiteste gesorgt. Und, um das alte Klischee beizubehalten, alle traten schwer beladen den Heimweg an, nachdem sie noch einmal bei der Arlésienne eine reichlich gefüllte Tüte Süßigkeiten erhielten.